Die sind die neuen Abenteuer von Link, dem Helden Hyrules, dem Auserwählten, dem, naja, hitzegestressten, sag ich jetzt mal. Willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, Sonne, ich kann ihn nicht mehr leiden, ey. Also nicht Ingame, Ingame ist eigentlich Sonnenschein und so immer cool, weil du viel siehst und so und ja, auch nicht irgendwie abrutschst, wenn es ja regnet, wäre ein bisschen mit Klettern ein bisschen doof. Im Real Life, was würde er dafür geben für ein bisschen Sonne, für ein bisschen Abkühlung? Ach ja, Hochsommer halt, ne? Ja, wir sind hier mitten im August, wo ich gerade aufnehme. Ich glaube, die Folge kommt erst Anfang September, Ende August. Muss mal gucken. Auf alle Fälle haben wir noch viel zu tun, Freunde. In den letzten Folgen, wo wir den Untergrund mal ein bisschen erforscht haben, ne? Vor allem hier oben. Klar, es fehlt jetzt zum Beispiel hier oben ist noch eine Wurzel, die fehlt. Oder auch hier unten. Na gut, hier sowieso. Hier noch, dann können wir noch Schätze holen und so. Also ein paar Dinge gibt es aber nicht mehr so viel, ne? Haben wir schon viel gemacht. Jetzt sind nicht so viel markiert, aber tatsächlich irgendwie die meisten Markierungen weggelassen. Wobei wir haben viele Stellen, wo wir sowieso hier und da viel farmen können. Also man kann es übertreiben. Aber hier sogar 2 Stinger? Ah, hier genau. Also sehr viel gab für meinen Geschmack her. Und generell, da wo diese Minen sind, gibt es eigentlich immer relativ viel Sonanium. Und somit haben wir auch schon eine zweite volle blaue Batterie, da sag ich jetzt mal, ne? So eine Dreiergruppierung halt. Und für heute haben wir überlegt, erstmal gehen wir zurück nach Eldin, das muss leider sein. Denn wir müssen ein paar Waffen aktualisieren bzw. reparieren lassen, besser gesagt. Solche, die eine Reparatur dringend notwendig haben, gibt ja auch ein paar, obwohl, ich habe eigentlich nur eine im Gepäck, wo ich sage, nö, die soll man nicht reparieren, weil die im Fall ihre Stärke erst, wenn sie kurz unter Rechen liegt und ist da perfekt geeignet, um auf einem Rücken eines Lionel eingesetzt zu werden. Ne? Und zwar die hier. Die ist perfekt dafür. Die will ich reparieren, genau, und dann den hier unten auch noch und noch einen Bogen. Übrigens haben wir noch geguckt, wie es mit dem Civil-Boomerang so aussieht. Ist tatsächlich eines der Items, genauso wie die Grimming Gottheit-Klinge und der Bigron-Schwert, welches wir im Untergrund bei den Statuen, bei den Magierstatuen wieder kaufen könnten. Ne? Nur mal soweit dazu. Gut, also der Bericht gleich, genau, das ist ja die soll, weil die stärkt sich beim Ausweichen, beim perfekten Ausweichen. Und ist deswegen wichtig, dass sie reparieren lasse. Weil er sonst zerbricht. So, schön repariert, das habe ich drauf. Mehr Haltbarkeit. Das ist natürlich auch geil. Schön, schön. Dann haben wir das Ding. Jetzt muss ich mal gucken. Auf der Map, ne, ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt sehr markiert habe, ist das nicht hier sowieso die falsche Markierung. Also bedeutet, dass hier oben Octorok ist. Ich habe das nicht irgendwie schon mal gemacht und dann gesagt, ja, guck nochmal beim nächsten Mal und würde dann eventuell die Karte, den Octorok da entfernen, auf der, die Markierung auf der Karte entfernen, besser gesagt. Weil hier ist keiner. Kein Plan, wieso ich das zweimal gemacht habe. Ich dachte mal, dass da ein Octorok sein könnte unter dem Teil. Oh, blauer Rubin. Hier sind da Wölfe. Also mein, warum direkt ein Vulkan zu, ne? Ein Räuberwolf. Das sind ein paar Libellen. Die Frage ist, kann ich die überhaupt fangen oder... Blutlibellen brauche ich eigentlich nicht, wir haben die Rüstungen, ne? Ah ja. Und seid ihr Krokodile, die nur gerade auslaufen könnt? Junge, wie schön es auf die Fresse kriegt gleich, ne? Hier, Boomerang. Oh. Krasser Boomerang. Dann haben sie keinen Bock mehr. Hä? Ich muss das selber auffangen, da ist ja klar.
Ja gut, ich habe aber hier drüben noch ein paar von diesen netten kleinen Octoroks. Genau, da ist noch einer. Wollt ihr das Teil ablegen? Übrigens, guter Tipp, wenn ihr die Waffen hier reparieren wollt bei den Octoroks und merkt, das ist irgendwie ein Kackeffekt, den man bekommt, dann am besten einfach nochmal neu laden. Also am besten jetzt eigentlich, bevor man zu denen gehen würde, kurz speichern, dann zum Hingehen und merkt, die geben keinen guten Effekt heute ab, dann einfach mal kurz reloaden und dann haben sie ganz andere Effekte plötzlich drauf. Okay, in weiter, weil den hatte ich das letzte Mal, als wir kurz getestet haben, nämlich auch schon drauf. Na egal. Wenn wir noch den Bogen reparieren wollen, dafür gehen wir jetzt auch mal kurz hier durch. Ja, soll das saugen. Da hinten ist noch einer, hatte glaube ich da hinten auch noch einen, oder? Ja, doof, ne? Eigentlich wäre das natürlich ein Symbol, um zu zeigen, hey, da ist eine Waffe. Aber da man solche Waffen ja nur im Untergrund bekommt, dachte ich mir von wegen, okay, nutze das Symbol im Untergrund dafür. Und hier oben halt für die Octoroks. Da ist noch ein Harry Hirsch. War ja klar. Und ihm noch ein 5-fach Schuss drauf, aber halt auch repariert, ne? So schnell kann es gehen, das ist geil. Aber die Waffe ist gar nicht so geil. Maserschwer? Nee, komm. Nimm das Ding. Wow. Und will der auch noch. Ja, saugschön. Dann noch ein schönes Tierchen. Ein Berghirsch. Majestätisch, wie da steht. Könnte auch Bambis Vater sein. Entschuldigung. Wir werden dein Fleisch ehren, versprochen. So dazu. Sieht auch schön aus hier. Die irgendwie auch noch in den Schrein gehabt und noch vergessen hat oder so. Na egal, gibt noch ein paar Dinge, die wir hier vergessen hatten. Aber ansonsten, waffenmäßig, ob jetzt alles reparieren wollte. Der fehlt noch, aber der muss so sein, genau. Hat ja nur 32er Stärke, das passt schon. Schilde und hier. Gut, dann ist jetzt die Frage, was machen wir hier oben? Ja? Eben habe ich hier noch einen Schrein, den ich theoretisch machen könnte. Da muss ich noch einen suchen gehen, genau. Ja, machen wir mal, wa? Wir haben überlegt eben nachher, wie geht's weiter? Ne? Gehen wir in die Heberregion, weil man ein bisschen, in Anführungszeichen, forschen will, ne? Auch nach weiteren Schreinen, die wir mittlerweile aufgedeckt haben. Oder sage ich eher, ne, komm, mach noch wieder ein bisschen Wüste, weil es passt sowieso, es ist draußen heiß, wieso soll es in-game auch heiß bleiben? Was gar nicht so schlecht wäre, wenn du so eine Abkühlung im Spiel hättest. Vielleicht kühlt das ja auch Mühlife ab, wer weiß. Und beim Gerudo gibt es noch ein paar Quests zu tun für uns. Das mit den Iga, ja, das auch, aber es geht ja auch um die. Oh, ist das gerade richtig? Da war gerade. Next auf der Map könnte eine Nachbildung von Varudania sein. Der Schlüssel zum Erfolg. Das sagen ja auch öfters hier. Ist das eine Referenz an Arudania? War der vielleicht mal. Gut, hier jetzt auch ein. Nichts gesagt. Genau, da unten halt die Quests, die wir dann machen müssen. Den Jäger, aber auch da mit den Statuen, ne, mit den Nachkriegerinnen oder so. Wäre eine Option, okay.
Moment, wie heißt das Ding schon wieder? Der Schlüssel zum Erfolg. Also es hat ja auch einen Schlüssel, oder was? Na gut, sie auf den ersten Blick mal aus nach Dick gesprungen war. Der Fallschirm ist eigentlich darüber, wa? Der ist vermutlich zu hoch, gehe ich jetzt mal davon aus. Den werden wir vermutlich auch nichts haben. Mein Versuch macht klug. Er ist zu hoch, okay. Ich schätze, man kann das Ganze auch zurückdrehen lassen. Doch nur gewisse Teile. Okay, das ist dann mal ein interessanter Effekt. Ah, sehe ich jetzt aber, auf das hinläuft. Nein! Das kann nur so doof sein. Natürlich im selben Tempo mit war. Okay. So, könnte das was werden oder muss man einen anderen nehmen? Wertiges mit einem Großschwert. Ja, warum nicht? Einen Teil müssen wir irgendwo rumliegen haben. So, dann sind wir hier oben, ne? Ich glaube, noch höher muss es da nicht gehen. Wir können dann kurz rüberspringen. Nee, muss noch ein bisschen höher, wa? Ich glaube, ich sehe auch schon wie. Ja, cool, muss man zugeben, ne? Vor allem eben, dass du da erstmal drauf kommen musst, dass du mit dem Zeitumkehrhalteding auch einzeln ansteuern kannst. Das Schwert sieht auch aus, als würde Heulen gehen oder so, ganz krass. Okay, ich kann schon noch 2 neue Herzcontainer hinzufügen. Sehr schön, sehr schön. 124 Schreine. Ja, wir sind schon bei 4 mehr als damals bei Breath of the Wild. Krass, war. Krass, krass, krass. Ja gut, aber wo krass. Rüsten wir ganz kurz das Teil aus, wenn es einfach schick aussieht. Jetzt eben die Frage, wie weiter im Text, ne? Anscheinend, das wissen wir. Auch da ist noch einer. Das mit hier im, naja, Tempel. Ja, aber hier das Irrschloss. Ich frage mich gerade, ob wir das irgendwie dann kombinieren sollen. Dass wir alle Irrschlüsse zusammen machen. Das wäre irgendwie auch noch eine Idee. Also ein Kombo-Paket. Kombo-Paket. So, also hier sind schon ein paar mehr Scheine aktiviert, bzw. markiert. 4, 5, 6 da hinten, 7, 8, okay, 9, 10, 11,
12. Hier unten noch keine Ahnung, müssen nur noch ein paar sein. Zwölf, sicher dann noch 13. Und den auch nicht gemacht, also 14. Ja, wenn wir hier unten einmal so um die 10 Stück herum haben, dann sind wir gut dabei. So nachher alle hätten. Endlich mal. Okay. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal gucken, was mit dem hier los ist. Der, der beim Turm zu ist, wieso habe ich den übersehen? Ist irgendwie unterirdisch? Muss er wieder einen Kristall hinbringen oder so? Naja, immer das Nervige dabei. Immer so nervig. Dann wollen wir mal, wa? In der Nähe tiefer. Hallo? Servus? Gesehen in der Höhle, ich damals irgendwie übersehen. Oh, ja, warte mal. Das Gebiet hier kennen wir ja eigentlich. Das Symbol hier auf der Karte war damals für die Pferde gemacht übrigens, deswegen sind da drüben ein paar Pferde. Ich erinnere mich wieder. Ja. Neue Höhle, war. Damals habe ich die Höhlen weder entdeckt, sondern habe sie einfach ausgelassen. Das ist so doof. Ich meine, wenn ich es nicht direkt machen will, okay. Das ist eine Sache, aber kann zumindest mal in die Höhlen reingehen. Damit man sie auch hier auf der Karte nachher sieht. Aber so zu sagen, ja, ja, könnte eine Höhle sein, ich habe keinen Bock drauf, ich gehe wieder. Ist irgendwie auch, naja. Man wird ja auch klüger, ne? Eine Fitkröte, die könnte Link gut gebrauchen. So. Achso, das ist auch so ein Viech. Ich hatte gerade, hey, wie sieht das aus? Fast eine goldene Skulptur, also Green of Time. Dann was zum Zerdippern. Bestimmt irgendwo Gegner, oder? Sieht mir ein bisschen zu frei aus. Ach, ihr. Und da oben ist ein... Ah, haben wir gar nicht gesehen. Ja, die Dinger haben jetzt gar keinen Bock, ganz ehrlich. Theo kommt er nicht, wa? Wobei man mal testen könnte, ob sowas bei dem funktioniert. Nö, wa? Ich würde sagen, gab diese vielleicht selber gegenseitig an, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, nur so, wa? Ich meine, ja, ich mache guten Damage bei denen, aber wenn ich die jetzt killen kann nach Phantomgun, dann hat er gar keinen Bock. Und trotzdem mache ich es, wa? Na komm. Das ist nur der Quatsch. Moment. Aber einfach schon mal ein Foto gemacht? Nö.
Die Monstersammlung. Wir sind eigentlich hier unten im Phantomgarn, ne? Verstehe ich nicht. Mann! Ich weiß nicht genau, wie er schlägt. Ja, komm. Ah, es hat sich nichts geändert. Ich kann das Timing mit dem Vieh überhaupt nicht. Ich kann das Timing bei dem Ding nicht. Das hat zwar eigentlich richtig gemacht, aber okay. Wenn ich jetzt schon mal so gut dabei bin, natürlich der hier. Ja, Phantomgang muss noch ein bisschen üben. Na? Das ist mir erstmal schwer. Nee, lass mal stecken, also ganz ehrlich. Der Bogen von dem Viech ist eigentlich schon cool. Ja, warte mal, wo waren wir jetzt? Ja. An der Schrein da hinten. Und da oben. Aber gruselig sind die Viecher immer noch, ne? Also die Miasma-Hände, die sind halt auch so schnell. Majos Signum. 3, oder? Ne, 2, okay. 2 sind da auch schön. Ist da oben noch etwas? Keine Bomben, also wieder so Leuchtdinger. So, und da haben wir den Schrein. Stempel löschen. Den Schrein aktivieren. Machen tun wir noch nicht. Ist auch nicht unbedingt nötig tatsächlich. So. Hier. Okay, noch ein paar Leuchtdinger. Nö, passt soweit, ne? Gut, dann haben wir den jetzt auch noch geholt. Subidubi. Nehmen halt hier und da noch Schreine übrig, wo wir wissen, dann irgendwo einer sein muss und so. Naja. Mal Gelegenheit holen, dass hier noch einer ist. Vor allem so nah hier am Abgrund, und dann noch interessant. Ah ne, stimmt, ich vergesse immer wieder dieser Scheiß bei den Jigas. Der muss ja da sein. Und hier hat es natürlich auch überall noch welche, es hier keine sein sollen. Ganz, ganz sicher schon. Gut, dann ab in die Wüste. Ab in die Wüste. Und da mal gucken, was wir noch für Quests haben. Denn viele haben wir ja schon. Extreme Kälte, also auch nachts. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Stimmt da hier noch. Ist das nie markiert? Ah ne, da war was anderes, das war glaube ich wegen den Kugeln. Ich wollte noch hier hin, genau. Hier wird das der geheime Shop, sag ich jetzt mal, wo wir die Sand- und Winterstiefel oder Schneestiefel bekamen. Und die würde man tatsächlich jetzt gerne holen, Freunde, weil da können wir sie so gut gebrauchen. Also bis jetzt nicht geholt, weil sie jetzt immer teuer waren. Ich muss über 1000 Rubine oder so, momentan haben wir genug. Also können wir es gerne riskieren. Was hier ist, da war relativ. Ja, okay. Relativ winklig das Ganze zwar schon, aber sollte klappen.
Hallo. Saba Saba. Ah. 1300 Junge, ist aber schon viel. Oh. Sarg. So, ein Sandtempo. Ah. Ah. Oh. Ich meine, ja, wir müssen noch ein bisschen was in der Wüste tun, müssen noch was in der Hebregion, also auf den Bergspitzen zu tun, wenn wir dort schneller vorwärts kommen. Why not, ne? Bringt uns ja nur Gutes. So, das heißt, ich kann die Markierung hier ablegen. Sandrumverleih, genau. Vielleicht noch diese markiert gehabt. Hauptziele, nee. Gucken Sie unsere Pläne als Episode, ja. Schreine, nee. Sidequests. Verschatze 3 Quellen, das ist was anderes. Riesenfossil ist auch da oben, das ist dort. Der wahre Heldenmut. Der Brunnenfan. Oh Gott, das ist ja noch. Also, kümmern wir uns mal um der wahre Heldenmut, wa? Geister kennen, also bei der Kugel, die es gibt. Die Kugel. Wahrer Heldenmut offenbaren. Okay. Jetzt haben wir sagen lassen, es sind viele Kugeln hier. Wir können mal ganz kurz noch mal gucken, wie viele wir schon haben. Aber es soll auch angeben, die eigentlich bereits hier in der Stadt, in der City vorhanden sind und eigentlich nur darauf warten, dass wir sie mitnehmen. Untergrundstadt, ja, ich will beten. Ja, zum Heilen war. So, da war der Unterricht. Da waren sie hier. Ja, wir haben ja schon ein... Oh, schon der Blumenmond. Oh nein. 1, 2, 3, 4, ne? Ja, 3 Stück fehlen noch. Warten kurz den Blumenmond ab. Schön. Alle Monster sind wieder da. Alle Monster, alle. Habe ich markiert, weil irgendwas ich noch gucken wollte oder so? Naja. Vielleicht liegt die Markierung eigentlich auch weiter oberhalb, könnte auch sein. Gut. Eben hier habe ich mich mal ein bisschen vorbereitet gehabt. Irgendwo. Ich glaube, hier hatte ich es schon, wa? Weil hier soll auch noch irgendwo eine sein. Ich habe lustigerweise bereits die Kugeln geholt, die eher schwer zu beschaffen waren. Ja, aber die zwei schon noch nicht. Gut. Aber sagen wir ehrlich, das sieht man noch kaum, ne? Du, bringen wir die Kugel heim. La 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 la. Oh, du hast noch eine Kugel gebracht. Sack. Ah. Wäre es damit? Eine Frostmelone. Ja, mach mal. Ja, bin dabei. Die ist es nicht. Die müsste sein, wa? Ja, okay. Gut, dann haben wir die mit den 2 Strichen und die mit dem Kreis. Da muss man kurz gucken. Weil wir haben schon sehr viele gemacht. Sollen wir vielleicht mal
der Reihenfolge nach, was man noch so notiert hat, wo die alle sein könnten. Achso, warte mal, hier, da muss ich ganz kurz gucken. Es gibt noch eine Kugel für die Quest Talias Herausforderung. Natürlich, wenn wir schon gemacht haben, dann bringt das nichts mehr. Okay. Doch nicht gemacht, wo auch immer. Und zwar, das mit Talia müsste irgendwo hier vorne sein. Und zwar hier beim Krämerladen zu. Oh, du bist es. Sag, sag. Hä? Liegt einfach hier. Also. Moment, ganz kurz. Ich muss gleich ein bisschen husten. So, geht wieder besser. Oder vielleicht ganz kurz einen Schluck trinken. Hilfe. Ich meine, der Hit ist sowieso wichtig. Aber sag mal, wieso habe ich diese scheiß Kugel übersehen? Und wer ist Talia? Ich will das verkaufen. Ja, gut, müssen wir sowieso, wa? Noch ein bisschen Kleidung, ne, die wir schon eher doppelt haben. Zum Beispiel Schattengewand, was wir jetzt doppelt haben. Übrigens können wir das sowieso da kaufen, ne, weil wir es einmal gefunden haben. Die Zeithose, ich weiß, sie ist zeitlos, aber trotzdem brauchen sie nicht doppelt. Also das Zeitgewand, wobei einmal für einen Erwachsenen-Link, einmal für einen Kind-Link. Und einmal für noch auf Time-Link und einen Majora's Mask-Link, obwohl sie eigentlich dieselben Links sind, aber ihr wisst, was ich meine. Ist eh voll verlinkt bei den beiden. Dann der Bure Sem zweimal. Ich glaube, beim Rest passt soweit, ne? Aber nichts zweimal. Okay. Kann man die ganzen Dinge hier kaufen? Ja, kann man überlegen, weil, aber nur zum Komplettieren. Aber ganz ehrlich, sind so teuer. So, wo ist denn jetzt diese Talia? Das ist sogar ein guter. Wollektionen. Hä? Bin jetzt gerade an ihr vorbeigelatscht oder was? Massagen wärmen auf. Danke, mir ist schon warm genug. Eine Abkühlung wäre ganz nett. Hä? Wo ist denn diese Talia jetzt? Für ältere Gerudo-Stadt, ja, ja. Können wir ein bisschen üben, wa? Mhm. Ich verstehe. Was ist diese Talia? Talia, bitte melden. Talia an Kasse 1. Wir haben es mitten in der Nacht, ne? Die Sonne geht zwar schon auf, Junge, Junge. Was sag? Da habe ich jetzt rein vom Ding was übersehen. Naja, wenn ihr zumindest wüsste, wo diese Talia ist.
Das ist doch alles doof. Aber die schlafen natürlich alle noch, hä? Will ich erst mal abends zurückkehren? Fliege zum Sonnenpreis und so. Nee, ich will einmal pennen, wenn es geht. Oder andererseits Link ist schon so lange unterwegs, komm. Ich darf also das Hauptpflegeprogramm gönnen. Das ist ja, morgens gäbe es Unterrichtsstunde und abends für die Älteren. Wir gucken mal. Butter. 3 extra Herzen, nehme ich gerne. Hey! Hey! Oh, da ist er schon. Wie schön er glitzert. Wotta! Wotta, Wotta! Hi! Ja, mega toll, ich brauche ihn. Ich brauche diesen Ball leider. Ich habe ihn zuerst entdeckt. Wobei. Hoffentlich nichts Unanständiges, ne? Sie ist noch ein Kind, also. Ja, Fangen spielen. Ein riesen Spielplatz. Aber wo sie immer selber versteckt ist. Gut, ich meine, sie meinte etwas von wegen, ja, Bett versteckt und so. Kann natürlich eben auch eine Finte sein. Da ist die Abkürzung, da ist sicher nichts. Also Abkürzung ins Gefängnis. Der ist ja. Ja, geil versteckt, Mann. Boah, du hast gefunden, Mann. Dann gehen wir in den Voice-Spiel. Das ist in Ordnung, wenn es jemand Nettes ist. Und du bist richtig nett. Okay. Wir dürfen wieder mit dir spielen. Naja, alle Kinderspiele so, ne? Als andere, erst wenn sie erwachsen ist und Link dann sowieso überhaupt wüsste, um was es überhaupt geht, ist noch eine andere Frage. Hoho, hoho. Die Zeit so. 30 Minuten war wäre eigentlich schon wieder genug, aber ich will zumindest gucken, ob ich die Quest noch abschließen kann. Ich meine, es müsste nur noch eine Kugel fehlen, oder? Die letzte Kugel müsste eigentlich die sein, die man eben am schwersten bekommt. Am schwersten bekommt, weil man sie eben wenigstens erkennen kann, ich sag's mal so. Oh. So, aber die mit dem Kreissymbol wird also hier hin. Oh. Ja, gut gemacht, Link. Geil, zielen kannst du auch nicht. So. Hätten wir die also eben fehlt noch die hier und ich glaube, die müsste.
irgendwo hier oben sogar sein. Wow, nein, Link. Ach, Link. Ich muss mal gucken, wo bin ich? Ne, doch nicht ganz. Ne? Die müsste hier drüben sein. Der Schrein ist ja da oben. Mich loben, da ist ja die Robbe, genau, die irgendwie nach Koordinaten angibt. Ich habe das mal markiert gehabt. Also. Brauchst sogar zwei Händler, warum nicht? Nämlich hier drüben. Hier jetzt einen Sandhaufen und den müssen wir entfernen. Könnte wir das irgendwie einen Ventilator nutzen. Haben noch einen Krockwedel irgendwo. Ja, Essen vor allem auch, ne? Haben wir noch eine unbenutzte Waffe? Natürlich. Und da ist die letzte Kugel, Freunde. Perfekt. Achtung, Kugel im Anflug. Und ziemlich gefährlich hier, ne? Gut, Freunde, haben wir die Quests endlich auch gelöst. Wunderprächtig. Daneben in der ersten Folge wäre die Frage, weitere Quests hier in der Wüste? Beziehungsweise, ja, mit dem Giga oder da ist noch bei den Hebras vorbeigucken, ne? So ein großes Gebiet dort oben gibt es sicher noch ein paar Quests. Und es gibt sicher auch noch ein paar Schreine zu entdecken, zumindest. Die wir dann auch als Abkürzungen für Teleportpunkte zu nehmen können. Wäre also schon eine Idee. Frostmelone. Und ja, wir haben ja sowieso noch zwei Quests, ne? Also zwei Quests in der Hebregion, die wir schon haben und noch abschließen müssen. Oder können, besser gesagt. Würde sich auch anbieten. Und ich glaube, die eine Quest da mit dem Wirbel oder so, ist eigentlich eh auch in die Wüste gehen, so ein Wüstenwirbel oder einen Sandwirbel sehen. Jo, wir haben alle. Oh nein, Gerudo-Stab versinkt. Oh ne, doch nicht. Schwein gehabt. Der wahre Heldemut. Ja, Symbole Gerudos drauf. Vertiefen von Achtung und Ehrerbietung gewährt er ewiglich. Heiturm in Nord-Gerudo-Ruinen. Die riesige Sphäre der Stadt der Achten Kriege ist der Schlüssel zum Öffnen der Pforte. Dort waren wir schon. Das Gerudo Heiligtum. Ich kann drehen, wenn ich will. Es ist völlig unmöglich, dass ich diesen Brocken hier von hier fortbewegen könnte. Hä? Ich kann sicher eine Waffe befestigen, das geht sicher. Oder auch nicht.
Ja, aber... Ich meine, das Teil haben wir auch anders aufgekriegt. Hier hinten war das. Irgendwo, nicht ganz so weit oben, irgendwo hier. Also irgendwie... Ah, hier, Stadt der 8. Kriegerin. Ach, deswegen sind noch nicht alles gefunden hier, ne? Ja, aber wir kriegen jetzt die mit mir? Okay. Im geheimen Raum befand sich eine große Kugel, die der Schlüssel zu einem Heiligtum sein soll, sich laut Rotan im Untergrund und den Nord-Gerudo-Ruin befindet. Soll versuchen, dich mitsamt der großen Kugel zum Eingang des Heiligtums zu begeben. Oder eben halt doch hier, ne? Weil man hier oben ist zwar Stau der 8. Kriegerin, aber es ist ein bisschen was anderes. Ja, okay, ich meine, klar, ich komme da hin, ich kann natürlich ein Gefährt bauen, um das Draht zu befestigen, das geht schon. Aber Junge, da haben wir wieder was angerichtet hier. Meine Fresse. Also dann, Freunde, fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Teil ja alles machen können, wofür es überhaupt gut ist. Ob es mit der Stadt überhaupt was zu tun hat von der 8. Kriegerin. Und davon völlig unabhängig ist, weil, naja. Ja, es ist natürlich hier die Statue, ne? Die riesige Sphäre nahe der Statue ist der Schlüssel. Aber, hä? Hier war das Lichtspiel, ja. Die Statue, die soll ein bisschen hinscheinen oder was? Also Geheimnis offenbar hier befindet. Ach du Scheiße. Wir werden sehen, Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.